Willkommen in der Schweiz. Hallo zusammen, schön sind ihr wieder mit dabei. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode von Willkommen in der Schweiz. Ja, wie ihr wisst, ist die Schweiz ein sehr kleines Land im sogenannten Herzen von Europa. Die Schweiz befindet sich also mittendrin im Geschehen von dem Kontinent, aber trotz seiner kleinen Größe hat die Schweiz eine sehr grosse kulturelle Vielfalt. Und diese Vielfalt hat auch ganz sicher etwas mit diesen verschiedensten Nachbarländern zu tun. Die Schweiz grenzt ja bekanntlich im Norden an Deutschland, im Osten an Österreich und Liechtenstein, im Westen an Frankreich und im Süden zu Italien. Und zwischen der Schweiz und all diesen Ländern gibt es ganz viele Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Und ich will euch heute ein bisschen mehr erzählen zu diesen Nachbarländern und was die Schweiz so von denen haltet und wo sie die Schweiz wahrscheinlich beeinflusst hat. Ich fange an mit Deutschland im Norden von uns. Für die Deutschschweizer ist Deutschland bekanntlich der grösste kulturelle Einfluss. Also die Deutschschweiz und Deutschland haben sicher so einige Gemeinsamkeiten. Gerade von der Kultur her und vom, ich sag mal, Mindset her ist sicher ganz wichtig, dass sowohl die Deutschen als auch die Schweizer sind sehr ordnungsliebend. Also wenn ihr schon mal in Deutschland gsi sind, habt ihr sicher auch schon festgestellt, dass sie gern Recht und Ordnung haben. Und ich denke, das ist in der Schweiz genauso. Und auch, würde ich sagen, sind die Deutschschweizer und die Deutschen vom Wesen her zum Teil ähnlich. Die Leute sind eher ein bisschen zurückhaltender. Sie sind nicht ganz so offen, wie man sie vielleicht aus dem Süden kennt, aber dafür eher effizient und arbeitsam. Und natürlich, was sehr wichtige Gemeinsamkeit ist die Sprache. In Deutschland wird zwar eher Hochdeutsch geredet, in der Schweiz bekanntlich Schweizerdeutsch, aber auch in Deutschland gibt es sehr viele verschiedene regionale Dialekte. Genauso ist es ja in der Schweiz. Zum Beispiel der bayerische Dialekt ist auch bekannt als einer, der ziemlich stark ist. Und ich würde sogar sagen, dass das bayerische Deutsch einige Gemeinsamkeiten mit dem Schweizerdeutsch hat. Für die Deutschen ist es also immer ziemlich schwierig, wenn sie in die Schweiz kommen, weil auch die meisten Deutschen verstehen Schweizerdeutsch nicht. Das kann also ein bisschen schwierig werden. Aber in diesen Situationen tönen die Schweizer oftmals auf Hochdeutsch wechseln. Also wir reden meistens mit den Deutschen in unserem Land einfach ihre Sprache, also Hochdeutsch. Und ihr wisst vielleicht auch, dass die schriftliche Standardsprache ist auch in der Schweiz Hochdeutsch. Aber es ist nicht das gleiche Hochdeutsch wie in Deutschland, sondern ein sogenanntes Schweizer Hochdeutsch. Also einige Sachen würden wir in der Schweiz anders nennen. Zum Beispiel
sagen wir in der Schweiz ja Trottoir, also da, wo man neben der Straße als Fußgänger laufen kann. Aber in Deutschland nennen sie das zum Beispiel Bürgersteig. Und auch wenn wir in der Schweiz schreiben, würden wir es mit dem Wort Trottoir schreiben, aber die Deutschen würden vielleicht nicht auf Anhieb verstehen, was wir meinen. Das ist also gemeint mit dem Schweizer Hochdeutsch, also das Hochdeutsch, wo man zwar in der Schweiz kann reden und schreiben, wo aber einige Schweizer Besonderheiten hat. Ich würde auch sagen, gegenüber Deutschland und den Deutschen besteht eine kleine Rivalität. Aber die ist nie wirklich ernst gemeint. Die Deutschen sind normalerweise sehr gern gesehen in der Schweiz. Es gibt nämlich sehr viele hochqualifizierte Menschen, die in der Schweiz kommen, arbeiten. Und das ist immer willkommen. Man kann es ein bisschen sehen wie eine geschwisterte Rivalität, würde ich sagen. Deutschland ist nämlich ein bisschen etwas wie der grosse Bruder der Schweiz. Für die Menschen in der Schweiz ist Deutschland vor allem wichtig für den Einkaufstourismus. Also die meisten Menschen, gerade in der Deutschschweiz, gehen sicher ab und zu mal auf Deutschland, vor allem zum Posten, also zum Sachen einkaufen, weil es natürlich sehr viel billiger ist in Deutschland und eigentlich allgemein in anderen Ländern. Und eine beliebte Destination ist Konstanz. Konstanz ist ja gerade an der Grenze zur Schweiz und von Zürich gar nicht weit weg. Das heisst, das ist ein sehr beliebter Ort, zum posten gehen. Ich persönlich, ich gehe auch gerne auf Deutschland an verschiedene Events, wie Festivals, weil sie haben dort als grosses Land mit vielen Menschen eine sehr viel grössere Vielfalt an spannenden Events. Jetzt gehen wir schnell in den Osten, nämlich auf Österreich. Österreich ist auch bekannt als ein Alpenland, genauso wie die Schweiz. Also zwischen der Schweiz und Österreich besteht, wenn ein Streit besteht, dann um die Skigäste wahrscheinlich. Und auch besteht die grösste Rivalität ganz sicher ums Skifahren allgemein. Es gibt viele gute professionelle Skifahrer aus Österreich, aber genauso aus der Schweiz. Und die Schweizer sehen es nicht so gern, wenn statt ein Schweizer ein Österreicher auf dem Podest steht. Und ich würde sagen, das ist umgekehrt sicher auch so. Auch ist Österreich bekannt für einen eher starken deutschen Dialekt. Also auch Schweizer haben Mühe, das österreichische Deutsch zu verstehen. Zwischen der Schweiz und Österreich eingeklemmt ist ein ganz kleines Land namens Liechtenstein. Liechtenstein wird manchmal auch als der 27. Kanton bezeichnet, weil es einfach doch sehr ähnlich ist zu der Schweiz. Sie reden dort nämlich auch einen Dialekt, der tönt wie ein schweizerischer Dialekt. Und auch von der Kultur her besteht grosse Ähnlichkeiten. Liechtenstein also sehr klein, kann man gar nicht viel mehr dazu sagen. Wir gehen in den Westen, nach Frankreich. Frankreich hat, würde ich sagen, ziemlich viele Ähnlichkeiten zur Westschweiz. Wenn man das vergleicht mit den Ähnlichkeiten, die die Deutschschweiz zu Deutschland hat, würde ich sagen, ist der Westen noch viel ähnlicher als zu Frankreich.
Sicher mal kulturell, also viele Westschweizer haben auch einen starken Bezug zu Frankreich und haben auch einige von diesen Traditionen übernommen, aber sicher auch die Sprache. Also das Schweizer Französisch ist ziemlich ähnlich zum französischen Französisch, ausser sicher die andere Zählweise. Aber ich will euch da jetzt nicht einen Französisch-Kurs geben. Aber wenn es euch interessiert, könnt ihr da mal den Unterschied nachschauen. Aber sonst würde ich sagen, ist, wenn man es vergleicht mit Schweizerdeutsch, wie verschieden das ist vom Deutschlanddeutsch, ist da der Unterschied im Westen nicht so groß. Für die Schweizer ist Frankreich genau wie Deutschland sicher auch wichtig für den Einkaufstourismus, gerade für die in der Westschweiz wohnen. Aber Frankreich ist auch sehr beliebt als Feriendestination. Zum Beispiel auf Südfrankreich, aber an der Küste. Das ist immer beliebt bei den Schweizer. Und auch die französischen Weine werden in der Schweiz sehr gern getrunken. Was Frankreich in der ganzen Schweiz stark beeinflusst hat, ist sicher auch die Sprache. Nämlich nicht nur in der Westschweiz, wie ich vorher erzählt habe, sondern auch in der Deutschschweiz. Das ist euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen, dass wir im Schweizerdeutschen viele Wörter auf Französisch haben. Und zwar können wir das Beispiel von vorher gerade wieder nehmen. Bürgersteig in Deutschland statt Trottoir wie in der Schweiz. Trottoir ist nämlich das französische Wort. Und auch braucht man im Alltag sehr oft Merci, also das französische Wort für Danke. Wir gehen aber in den Süden. Auch Italien ist sehr wichtig für die Schweiz, besonders für den Kanton Tessin. Ja, der schöne Süden der Schweiz redet auch Italienisch. Das Tessin als der einzige ganze Kanton, wo Italienisch redet. Es gibt aber auch ein paar Gebiete im Graubünden, wo die Leute Italienisch reden. Auch die Italiener selber, also von Italien, spielen eine grosse Rolle in der Schweiz. Nämlich sind sie die grösste Einwanderergruppe. Also wenn man alle Ausländer in der Schweiz anschaut, kommen die meisten aus Italien. Wenn man also aus dem Norden der Schweiz kommt und durch den Gotthard fährt, ist es, als würde man in eine andere Welt hineinkommen. Im Tessin ist nämlich auch das Klima ganz ähnlich wie in Norditalien. Natürlich die Sprache, aber auch die ganze Kultur. Die Südschweizer sind nämlich bekannt dafür, dass sie viel entspannter sind als der Norden. Sie haben viel mehr die italienische Lebensfreude, würde ich sagen. Und auch wenn man die Landschaft und Gebäude anschaut, erinnert alles ziemlich stark an Italien. Das Tessin ist unser Sonnenkanton und darum auch ein sehr beliebtes Reiseziel. Vor allem, wenn man aus dem Norden der Schweiz kommt, ist es einfach wirklich wie Ferien. Auch wenn es zwar immer noch das gleiche Land ist, das Tessin fühlt sich einfach anders an. Und so ist natürlich auch Italien ein sehr beliebtes Reiseziel.